Meine Damen und Herren, wir kommen noch zu dem Vortrag von Herrn Dr. Veit Felske, Leiter des LVR Niederrhein-Museums in Wesel. Und wie mir gesagt worden ist, ist er ein ausgesprochener Preußenkenner, also ist der preußischen Geschichte verwandt. Und er hat dann das Thema gewählt, Krone, Adler und Germania zur Bildsprache der historischen Einordnung der Landwehrvereinsfahne der Gemeinde Schafhausen. Und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Heuter. Auch ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu können und gratuliere Ihnen wirklich, dass diese so hervorragend wiederhergestellte Fahne jetzt bei Ihnen ist. Um diese Fahne in ihrer Symbolik zu erschließen und historisch einzuordnen, möchte ich mit einer Rückblende um mehr als 200 Jahre beginnen. So werde ich kurz die Geschichte und Bedeutung der Landwehr darstellen und dann zur Symbolik der Landwehrvereinsfahne überleiten und schließlich mit einigen Überlegungen zur Gründung und Profil des Landwehrvereins Schaffhausen abschließen. Der Begriff Landwehr bezeichnet seit dem Mittelalter ein Aufgebot aus Landeseinwohnern, das zur Landesverteidigung aufgestellt wurde und eng auf die jeweilige Region ausgerichtet war. Dieser Charakter sollte sich auch in der neuzeitlichen Landwehr des 19. Jahrhunderts widerspiegeln. Ihre Geburtsstunde schlägt 1813. Mit dem Beginn der Befreiungskriege gegen Napoleon und bedeutet nichts weniger als eine Art Revolution im europäischen Militärwesen. Die Stände Ostpreußens waren hier mit ihrem Landwehraufgebot im Februar 1813 noch vor der Kriegserklärung an Frankreich vorangegangen. Die Initiative hierzu hatte der damals noch in russischen Diensten stehende Freiherr von Stein gegeben. Im März 1813 trat dann die Landwehrverordnung für Preußen in Kraft, nach der sämtliche Männer vom 17. bis zum 40. Lebensjahr landwehrpflichtig waren. Die Offiziere unterhalb der Bataillonskommandeure wurden nicht etwa vom König bestimmt, sondern von den Kreisausschüssen gewählt. Jeder Landwehrmann trug ein Kreuz an der Mütze, das sogenannte Landwehrkreuz. Es entsprach der Grundform des Eisernen Kreuzes, das ebenfalls im März 1813 gestiftet wurde. Das Landwehrkreuz darf man so fast als eine Art Zwillingsschwester des Eisernen Kreuzes interpretieren. Das Eiserne Kreuz war der erste Orden der preußischen Armee, der nicht mehr auf Offizierstand und Adel beschränkt war, sondern dem einfachsten Soldaten wie dem höchsten General verliehen werden konnte. Hier, so König Friedrich Wilhelm III., sei der Soldat mit dem Generale ganz gleich. Darüber hinaus sollte das Eiserne Kreuz nach dem Willen des Königs auch als allgemeines Symbol einer eisernen Zeit und einer ganzen Kriegsgeneration gelten. Es verkörperte also Einsatz und Opfer des ganzen Volkes. In diesem Sinne ist auch das Landwehrkreuz zu verstehen, das ja das Eiserne Kreuz adaptierte und das alle Landwehrangehörigen an ihren Mützen trugen. Zum ersten Mal entstand mit diesen egalisierenden Symbolen in Preußen eine Kultur der standesunabhängigen gemeinsamen Ehre. Man könnte auch sagen, eine Demokratisierung des Ehrbegriffs, die tendenziell das ganze Volk umspannte. Die vom Geist des Bürgertums bestimmte Einberufung der preußischen Landwehr 1813 war dann der erste große Schritt zur Umsetzung der allgemeinen Wehrpflicht in Preußen. Bereits 1814 entstand ein neues Wehrgesetz, das die allgemeine Dienstpflicht nun endgültig einführte.
Jeder gesunde Mann hatte jetzt ab dem 20. Lebensjahr 3 Jahre beim stehenden Heer zu dienen, danach 2 Jahre in dessen Reserve. Danach verließ man das stehende Heer und wechselte vom 26. bis zum 32. Lebensjahr in die Landwehr des ersten Aufgebots, danach bis zum vollendeten 39. Lebensjahr in die Landwehr des zweiten Aufgebots. Die Landwehroffiziere sollten sich aus früheren aktiven Freiwilligen, aus Unteroffizieren und aus wohlhabenden Kreiseingesessenen ergänzen. Bei diesen aktiven Freiwilligen als Offiziersnachwuchs der Landwehr dachte man in erster Linie an das wohlhabende bürgerliche oder gebildete Personal der freiwilligen Jägereinheiten der Befreiungskriege. Ihre Angehörigen bestritten Ausrüstung, Kleidung und Unterhalt aus eigenen Mitteln und besaßen das Vorrecht, ihre Offiziere selbst zu wählen. So besaß die preußische Landwehr ein stark bürgerliches Selbstverständnis und eine bürgerlich geprägte Organisation, in der das Offizierkorps nicht mehr ein Reservat des Adels darstellte. Preußen besaß mit seinem System der allgemeinen Wehrpflicht durchaus ein Alleinstellungsmerkmal in Europa. Alle übrigen Mächte auf dem Kontinent hatten für die besser gestellten sozialen Schichten das Prinzip der Stellvertretung beibehalten. Das heißt, die allgemeine Wehrpflicht galt zwar theoretisch, praktisch allerdings konnte man sich gegen Bezahlung von einem anderen Rekruten vertreten lassen. Die Lasten der Dienstpflicht wurden hier also einseitig auf die ärmeren Bevölkerungsschichten verschoben. In den Jahren der Befreiungskriege von 1813 bis 1815 wurden insgesamt 105 Landwehrregimenter aufgestellt, darunter 9 rheinische. Auch wenn die Bereitschaft, in die Landwehr eingereiht zu werden, für die einzelnen Regionen und Bevölkerungsgruppen unterschiedlich ausfiel, so bewährte sich die Landwehr doch insgesamt in den Befreiungskriegen mit Anbindung an die professionellen Truppen des stehenden Heeres. Die Landwehrregimenter existierten eigentlich nur im Kriegsfall. Im Frieden war lediglich ein Personalstamm, etwa in Kompaniegröße, vorhanden, der sich aus Abgaben der aktiven Regimenter zusammensetzte. Jedes Landwehr-Infanterieregiment war bis zum Ersten Weltkrieg einem Linienregiment zugeordnet und trug dessen Nummer auf den Schulterklappen. Die Reservisten konnten nach Ableistung ihrer Dienstzeit durch die Landwehrbezirke nahtlos in die Landwehreinheiten ihrer Linienregimenter überführt werden. Jeder Infanteriebrigade, die sich aus 2 Infanterieregimentern zusammensetzte, waren mehrere Landwehrbezirke zugewiesen, die ausreichten, den Personalbedarf für die Brigade zu decken und darüber hinaus noch die prozentualen Anteile für die Garde, die Kavallerie, Artillerie und Spezialformationen berücksichtigten. Heinsberg gehörte so zum Landwehrbezirk Reit, der mit den Landwehrbezirken Aachen, Montjoie und Jülich den Ersatz für die 29. Infanteriebrigade des 8. Rheinischen Armeekorps stellte. Diese 4 Landwehrbezirke sorgten für den Personalersatz der beiden Infanterieregimenter der Brigade, dem Füsilierregiment Fürst Karl Anton von Hohenzollern Nummer 40 mit Garnison in Aachen und dem 5. Rheinischen Infanterieregiment Nummer 65 mit Sitz in Köln. 1860 führte der preußische Prinzregent und spätere König und Kaiser Wilhelm I. eine grundlegende Heeresreform durch, die für die Landwehr mit einschneidenden Veränderungen verbunden war. Der Ausbildungsstand der Landwehr wies inzwischen starke Mängel auf. Die nach einjähriger Dienstzeit zu Landwehroffizieren ernannten sogenannten einjährig Freiwilligen waren oft zu wenig qualifiziert, wie auch die Vielzahl der ungedienten Landwehrleute, die zuvor nicht mehr in Linieneinheiten ausgebildet worden waren. Dahinter stand die nur sehr beschränkte Einberufung von Wehrpflichtigen, 1858 nur 26% eines Jahrgangs.
Dies führte nun ab 1860 zur Aufstellung vieler neuer Linienregimenter, die weitgehend aus den Personalstämmen des ersten Aufgebots gebildet wurden. Die Einzelheiten will ich jetzt nicht eingehen. Insgesamt bedeutete das eine Einkürzung der Landwehrzeit auf 5 Jahre, eine Reduzierung der Landwehr zugunsten des stehenden Heeres. Auch damit, mit dieser Verkürzung der Landwehrzeit, ging ein Bedeutungsverlust der Landwehr einher. Die verbleibende Landwehr sollte im Kriegsfall wenigstens nach der Theorie überwiegend als Besatzungstruppe verwendet werden. Tatsächlich wurden Landwehrtruppen aber auch im Deutsch-Österreichischen Krieg 1866 und im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 häufig noch als Feldeinheiten verwendet. Diese Heeresreform war beileibe nicht nur eine Militärsache, sondern eine hochpolitische Angelegenheit. Sie war Teil einer grundlegenden politischen Auseinandersetzung, die als preußischer Heeres- und Verfassungskonflikt in die Geschichte eingegangen ist und mit einem Sieg Bismarcks, einer Niederlage des Landtags und vorerst einer Regierung ohne Parlament endete. Für unseren Zusammenhang ist wichtig, dass die preußischen Liberalen, die die Mehrheit im Landtag bildeten, zwar mit der Heeresvermehrung einverstanden waren, aber nicht mit der Reduzierung der Landwehr. Die Landwehr, kann man sagen, war eine bürgerlich-liberale Ikone in dieser Zeit. Mit ihren bürgerlichen Offizieren und der Erinnerung an die Befreiungskriege genoss die Landwehr bei allen militärischen Mängeln doch ein hohes Ansehen als eine bürgerlich-nationale Institution. Trotz des Widerspruchs des Landtages und ohne bewilligten Haushalt wurde die Militärreform schließlich umgesetzt und vom Landtag erst nach dem preußischen Sieg im Deutschen Krieg 1866-67 rückwirkend bewilligt. Dieser militärische Bedeutungsverlust der Landwehr sollte sich im Kaiserreich weiter fortsetzen. Mit dem Wehrpflichtgesetz von 1888 gehörte die Landwehr des ersten Aufgebots im Fall der Mobilmachung nun zum Feldheer und wurde in sogenannten Reservedivisionen zusammengefasst. Als Landwehr wurde im Kriegsfall, also im Ersten Weltkrieg, dann nur noch das zweite Aufgebot aus älteren Leuten bezeichnet. Damit verfügten Landwehrvereine mindestens nach 1918 nicht mehr über ein starkes Identifikationsangebot. Die Gründung und Weiterführung von Landwehrvereinen war jetzt nicht mehr sonderlich populär. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Aktivitäten des Schafhausener Landwehrvereins nach dem Ersten Weltkrieg wohl nicht mehr zu verzeichnen sind. Wer damals die Erinnerung an seine militärische Vergangenheit pflegen wollte, ging in die großen Soldatenverbände der Weimarer Republik oder die Traditionsvereine der Linienregimenter, denen er einmal angehört hatte. Kommen wir nun zur Fahne des Schaffhausener Landwehrvereins. Welch große Bedeutung der Fahne im Landwehrverein der Gemeinde Schafhausen beigemessen wurde, ersieht man daraus, dass die Satzung des Vereins den Fahnen bzw. Standartenträger einen eigenen Paragraphen widmete. Hiernach wurde dieser, wie auch sein Stellvertreter, durch die absolute Mehrheit der Vereinsversammlung und nur auf ein Jahr gewählt, ganz genauso wie die Vorstandsmitglieder. Schauen wir uns nun die Fahne etwas genauer an. Erst einmal fällt auf, dass sie nicht, wie man annehmen könnte, das Grundmuster der militärischen Landwehrfahnen aufnimmt. Es ist eben keine Militärfahne, sondern eine Landwehrvereinsfahne. Sämtliche Fahnen der preußischen Landwehr trugen so beidseitig ein großes weißes Kreuz, eben das Landwehrkreuz, in dessen Mitte sich ein gekröntes Medaillon mit einem fliegenden, schwer tragenden preußischen Adler befand. Stattdessen, wie Sie hier jetzt sehen können, auf der Vorderseite der Fahne, dominiert hier die zivile preußische und Reichssymbolik. Es zeigt den gekrönten preußischen Staatsadler mit Zepter und Reichsapfel, also nicht den militärischen fliegenden Fahnenadler. Mit der überwölbenden Reichskrone und den unterlegten Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot kommt
kommt die Fahne in ihrer visuellen Gesamterscheinung eher den Reichsdienstflaggen des Auswärtigen Amtes beispielsweise nahe, ohne dass die kopiert würden. Die Jahreszahlen 1905, 1908, rechts und links des eichenlaubumkränzten Adlers im weißen Fahnenfeld beziehen sich auf die Jahre der Vereinsgründung und der Fahnenverleihung, das haben wir schon gehört. Hellblau unterlegt erscheint ober- und unterhalb des Adlers der zweigeteilte Schriftzug des Landwehrvereins der Gemeinde Schafhausen auf hellblau unterlegten Feldern. Die Schriftbänder nehmen so die hellblaue Farbe der Schulterklappen und Fahnentücher des 7. Westfälischen und 8. Rheinischen Armeekorps auf. Die Rückseite der Fahne, in den Ecken mit Eichenlaub verziert, zeigt auf goldgelbem Grund in einem vom Siegeslorbeer umkränzten Medaillon hoch über dem Rheinlauf die Germania-Figur des 1883 vollendeten Niederwalddenkmals. Das Denkmal galt als deutsches Nationaldenkmal. Gegenüber von Bingen erhebt sich hier auf einem 25 Meter hohen Sockel die 10,6 Meter hohe Bronzefigur der Germania von Johann Schillings, die an den Sieg über Frankreich 1870-71 und die Reichsgründung erinnert. Mit der linken auf ein Schwert gestützt, reckt sie mit der rechten die Kaiserkrone als Symbol der Reichseinigung in die Höhe. Oberhalb des Medaillons ist die von König Friedrich Wilhelm III. Selbst formulierte Devise des 1813 eingeführten Landwehrkreuzes zu lesen: mit Gott für König und Vaterland. Darunter erscheinen hinter einem aufgelegten Wappenschild mit den Reichsfarben schwarz-weiß-rot die gekreuzten Waffen der 3 Waffengattungen des Heeres: Gewehre für die Infanterie, Kürassierpallasch und Kavalleriedegen für die Kavallerie und Kanonenrohre für die Artillerie. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auf der Landwehrvereinsfahne die Reichssymbolik dominiert, der gegenüber preußische Symbolelemente zurücktreten. Die Germania-Figur des Niederwalddenkmals verkörpert eher das saturierte „Es ist erreicht" der bismarckschen Ära und nicht die wilhelminische Weltpolitik des späten Kaiserreiches. Die Germania und der Waffenschmuck zu ihren Füßen entspricht der traditionellen patriotischen Kultur und ist der Erinnerung an die Kriegserfahrung von 1870-71 geschuldet, die sicher einen großen Stellenwert in der Erinnerungskultur des Landwehrvereins besaß. Theoretisch wäre es auch möglich gewesen, andere, aggressivere Germania-Darstellungen zu wählen, wie sie zum Teil auch auf Kriegervereinsfahnen jener Jahre auftauchen. Auch hätte die Fahne Schafhausens sich stärker an den Militärfahnen der Landwehr orientieren können und damit auch an Preußen, als es hier der Fall ist. Warum dies nicht geschah, hat wohl mit dem traditionell bürgerlichen Charakter der Landwehr und der lokalen Ausrichtung des Landwehrvereins zu tun und, wie ich vermute, auch mit seiner Altersstruktur. Der Landwehrverein Schafhausen wurde ja erst 1905 gegründet, also zu einer Zeit, als die Landwehr militärisch schon stark an Bedeutung verloren hatte. Für jüngere Leute mittleren Alters dürfte deshalb nach ihrer Soldatenzeit in der Regel der Eintritt in den Traditionsverein ihres Linienregimentes attraktiver gewesen sein als der Beitritt in einen Landwehrverein. Deshalb dürften sich zur Zeit der Gründung des Schafhausener Vereins besonders Kriegsveteranen von 1870-71 angesprochen gefühlt haben, die in Landwehreinheiten gedient hatten. Darüber hinaus waren sicher auch das soziale Engagement des Vereins und der niedrige Monatsbeitrag von 10 Pfennig Motive für den Vereinsbeitritt. So unterstützte der Verein die Familien von verstorbenen Mitgliedern bei den Begräbniskosten und half seinen Mitgliedern bei unvermutet eintretenden Unglücksfällen, wie es in der Satzung heißt. So ist diese Landwehrvereinsfahne nicht nur ein eindrucksvolles Zeugnis der heimatlichen Erinnerungskultur, sondern auch des sozialen Zusammenhalts in der Gemeinde Schafhausen.
Damit, meine Damen und Herren, möchte ich jetzt schließen. Vielen Dank.